Ich Jo. weiß, was du den ganzen Weg durch diesen Dschungel gedacht hast. Dieser Ort wäre perfekt für Dirt Racing. Lustig, ich hatte den gleichen Gedanken. Seht euch das an. Horizon Wilds. Mein eigenes kleines Festival, bei dem es nur um Dirt-Rennen geht. Oh, das wird ein Spaß. Wir beginnen mit ein paar einfachen Veranstaltungen. Die Fahrer und Fans haben die passenden Herausforderungen. Also, macht euch schmutzig. Macht euch schmutzig. Was sind eigentlich das da für ein Superfinal? Cheap-Tastic Park. Okay. Jäger und Sammler. Zerstöre die Tafel. 700.000. Hey Manuel, dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey Manuel, das ist ein Festival-Außenposten vom Horizon Mexiko. Ah, ja, okay. Ja, Schlüssel ist leer. Testfahrer Horizon Wilds, ab in den Dschungel. Bereise La Selva gemeinsam mit Juan alias der Techniker. Okay. Schließe alle Kapitel von Testfahrer ab. Uff. Was haben wir da? Mag ich eigentlich nicht so gern machen. Flying Lambo. Was bringen wir die? Ich verstehe die Frage nicht. Oh, da kriegen wir einen Wheelspin. Da haben wir einen Blitzer. Streckenspielzeuge kriegen wir auch einen Wheelspin. Und da kriegen wir einen Mercedes AMG E36 Super Saloon A800. Auto. Dann gehen wir mal ins Festival. Das tun wir uns jetzt damit geschwind. Fuhrpark, kann man Super Saloon? Ah, die habe ich verkehrt, ey. Kennt mich noch nicht ganz so gut aus. Super Saloon. Jawohl, ein Porsche hätten wir. Willkommenspaket. Hier aber ein bisschen Geld. Schauen wir mal. Retro Super Saloon. ...2006 RS4. Und RS6 2009. RS4 Avant. Ja, gefällt mir gar nicht. Und RS5. A800, glaube ich, war das. Nehmen wir den. Kaufen. Da ist übrigens der Autogutschein gewesen. Den hätte ich jetzt aussuchen können. Falls du den nochmal suchst. Ich darf ihn nicht sinnlos verwenden, weil es gibt teurige Autos. Ja, so 30 Millionen oder sowas. Upgrade und Tuning. Ein Subaru BRX STI 2015. War mir irgendwie klar. So, Umbauten braucht man nicht, der hat Allrad. Da ist auch wieder der Hagel dran. Aber schaut jetzt schon irgendwie geil aus. Aber ich glaube, ich los einen Standard. Mit Vorsatzspoiler. Schaut so original ab ist aus. Ich gehe ein bisschen auf Optik. Also ich tune jetzt nicht nur auf Ding. Dann haben wir Semi-Slicks, weil wenn es los ist, ist es schwierig. Wobei Hitzesaison ist eigentlich Drag-Reifen. Aber mit dem bin ich eigentlich momentan sehr zufrieden. Dann Reifenbreite. Bringt mir auch weit 4. Auf alle Fälle feiner müssen. 20 Zoll. Spurweite vorne. Ein bisschen breiter.
So. Antrieb. Kupplung. Getriebe. 8 Gang. 6 Gang. 10 Gang. Nehmen wir 6 Gang. 5 Sim, 6. Antriebswelle maximal. Nehmen wir das Renndifferential. Bremsen. Sport, Rennen. Federn. Stabi bringen immer noch nichts. Das ist gut, die kosten nur Geld. Natürlich Verstrebung. Und Leichtbau. Umschalten von 1,7 auf 1,4 Kilo. Ich glaube, ich nehme lieber ein bisschen länger. Sowas da zum Beispiel. Und gebe mir noch ein bisschen Power. Und zwar Hubraum. Nockenwelle. Geben wir ihm das. Bei Starten ist schlechter, Beschleunigung ist schlechter, Handling ist schlechter und Geschwindigkeit. Dann also Auspuffanlage vielleicht. Oder eher so Drosselklappe ist 2. Das ist auch 2. Einlass. 799. Das war auch 800. Ist ein wenig Handling, das ist mir aber wurscht. Einstellungen installieren. So, dann designen wir dann noch ein bisschen, weil, wieso nicht? Dazu mit deinen Form jetzt gleich mal runden.
Uff. Uff. Ich hoffe, das Design von dem Auto passt. Ich find's geil. Neues Auto erhalten. Wow. Alle einblenden. So, das ist hauptsächlich Dirt. Das wissen wir aber mittlerweile. Gratis. Du verdienst jetzt doppelte Forsaton-Punkte. Ja, davor bei deinem Moment hier. In deinem Moment hat er sich wirklich aufgehängt. Das ist bitter. Gott, mit dem Audi durch den Dschungel ist halt auch nicht optimal. Weißt du, was schlimm ist? Jetzt seit ich einen ganzen Obstsalat da hole, was um die ist nichts. Kann schon irgendwo nicht sein. So, dann holen wir uns durch das Häuschen. Also, das Einzige, was mich stört, dass ich andauernd meine Maus im Beutel habe. Das sagt zwar ich nicht, weil ich es ausgeblendet habe, aber das stört mich ein bisschen. Haus ansehen. Ein wunderschöner Bau im Stil einer spanischen Mission. Oh. Wie aus einem alten Western. Es kostet normal 1,5 Millionen, aber durch einen VIP-Zugang ist es gratis. Du verdienst jetzt doppelte Forsaton-Punkte, eine grüne Krone und 5 Super-Wheels. Felicidades! Ein großartiger Kauf. Hier sind die Schlüssel. Du kannst einziehen, wenn du willst. Möchte das als Zuhause haben? Nein. Ich hätte gerne Straßen rennen. Oh Gott, die kann dann nicht schnell reisen. Okay. Wir fahren jetzt so mit 13 Kilometer da um und an. Wollte ich noch gesagt haben. Ich spekuliere gerade echt, ob das einen Sinn macht. Dass ich da jetzt zurückfahre. Also wenn wir dort schon vorbeikommen, glaube ich, vorher das dort rennen da gleich. Solo oder Wenn Rivalen? offizielle Horizon-Veranstaltungen dich nicht zufriedenstellen, deine eigenen. Hier kommt das Event Lab. Mit dem Jeep. Why should I do that? Ich möchte gerne mit meinem Evo fahren da. Okay, alles klar. Schwierigkeit? Profi. Und starten. Eine Mandarine einschreiben und dann geht's. Was zur Hölle haben die gegessen, dass die so beschleunigen? Und dann abbremsen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Fehler werden mehr bestraft. La Granata geht anscheinend nicht mehr. Uff, 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 uff.
So, jetzt gib ihm. Sauber umdriften. Kann ich ein wenig ausnutzen und auch geht's. Immerhin haben wir Traumfädel. Also, dort rennen können wir. Muss zwar irgendwie das mit dem Bremsen noch in den Griff kriegen, weil das haut noch nicht so hin. Aber ansonsten läuft's. So, den kriegen wir auch noch. Keine Panik auf der Titanic. Das muss man auf der Straße nicht können, können wir ihn dort. Ah, schau mit dem Drift um. Und dann nur noch geradeaus ab bis Ziel. Und das Ganze als Förster. So, fahren wir gleich das nächste Rennen, da ich sagen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Solo. Natürlich Mitsubishi. Ja, einen Tag später angefangen wie du. So, zweites Rennen in der Dirt. Kampagne? Ist das eine Kampagne? I think so. Unschlagbar möchte ich noch nicht riskieren. Wir fahren jetzt mal ein paar Rennen auf Profi. Weil in der Dirt-Serie sind wir eigentlich schon relativ gut unterwegs. Gewinne ein Dirt-Rennen in einem modernen, weiß ich nicht, Sportwagen maybe. Oh Gott, übersteuern. Wir haben halt Höchstgeschwindigkeit und das Handling. Also wenn man sich verbremst ohne ABS, dann ist Ende. Dann fährst du geradeaus Richtung Wend. Also lieber Mann, du, wenn du eine Herausforderung machst, schalt ABS so. Hui! Wahnsinn. Oh! Oh Gott! Oh, Blutsack! Das wird kein Sieg. Oh, das war ein wenig zu leichtsinnig. Warum fährt der Mr. Nagel mit dem VLX-Auto? Ha? Fehler werden viel härter bestraft. Bis jetzt kommt es mir auch so vor, ja. Aber gegen KI kann man auch gut fahren. Das ist mein A800er Subaru. Ja, deswegen fährst du auch mit, weil ich fahre auch 800er. Also hast du schon wieder nicht losen können und lauter Subarus gemacht.
Muss doch mal Mitsubishi fahren und dann Audi und alles andere. Keine Ahnung. Nur einen bis jetzt. Ja, ich glaube, das werden noch mehr. Oh, wieder noch jemand Krieg. I don't know. Glaube ich ja nicht. Na. Oh, volles Risiko gegangen, aber leider nur Dritter. Mei, hab ich jetzt auch nur ein Audi, aber das werden auch noch mehr. Profi. Klasse! Mit Lob kannst du auf dem Festival positive Stimmung verbreiten. Jemand macht was dir gefällt?